Herzlich willkommen zu neuen Shit von Vivala Movilusion Schlechtestes Intro aller Zeiten. Bam. Zumindest brauchen wir nicht vorstellen, wer jetzt dabei ist, weil es habt ihr jetzt schön rausgehört anhand unserer zarten Stimmen, die eindeutig auseinander zu hören sind. Genau, zweimal der Mike. Stimmt. Das wird halt wieder so ein Einzelding von Mike, das eigentlich ganz allein verzeiht. Genau, und das über 3 Filme. Genau. Legt sich schon mal gemütlich hin, weil jetzt wird's zum Schlafen. Corby, über was redet man denn heute? Oh, bist du fies, Alter. Ja, ich weiß sehr, aber der nicht da ist, der wird geärgert, das wissen wir doch. Ach so, okay. Wenn ihr der Depot wie meint, der muss normal arbeiten und nicht versuchen, Geld mit Podcasten zu verdienen, dann ist er selber schuld. Weil ich bin jetzt da in Saint-Tropez, liege auf meiner Liege und nimm nebenbei den Podcast auf. Und das ist alles von der Kohle, die wir über Steady jetzt halt eingeschwappt gekriegt haben. Echt? Von 6 Euro kannst du auf Saint-Tropez leben? Das ist nur das, was ich an die gegeben habe. Ah, okay. Also Vor oder nachsteuern? Ah, das ist Nachsteuern. Natürlich. Logo. Was meinst denn du? Gut, aber bevor uns jetzt da irgendjemand hinhängt, ja, über welche Filme wir heute reden, ganz klar über Godzilla. Es ist tatsächlich ja nicht einmal unser erster Podcast über die freundliche Echse aus der Nachbarschaft, aber es ist der erste Podcast über das völlig neue Universum, das die USA da schafft mit Godzilla. Wenn man nicht gerade an Roland Emmerich mitzählt. Nein, den lassen wir außen vor. Den zählen wir nur als Monsterfilm, da ich sagen, weil als Godzilla-Film funktioniert er nicht. Alle Fans von der geilen Echse werden jetzt sagen, ja, und über welchen Film redet ihr? Hey. Wir reden heute über 3 Filme. Wir reden mal über Godzilla vom Jahr 2014, über Kong Skull Island, das würde ich schon sagen, Sky Island. Geil Island Und Godzilla 2, King of the Monsters. Bam. Und da jetzt gar nicht völlig unverblümt und total überraschend, Kani, welcher von den 3 hat dir denn am besten gefallen? Der erste, der 2014er Godzilla, ist mein Favorit von den 3. Ja, warum? Wegen Bryan Cranston oder wegen Aaron Tyler Johnson oder wegen der Elizabeth Olsen? Elizabeth Olsen. WandaVision. Oh ja. Yeah. Hör mal auf, weil ich heute den Nippel krieg. Warum mir der am besten gefällt? Ganz einfach, weil ich die Machart von dem Film ziemlich geil fand. Er ist nicht so, also er spielt mit den Erwartungen, die man da damals gehabt hat, dass man endlich sagt, den Godzilla, und jetzt sagt man relativ selten. Man kann ihm da natürlich ankreiden, das ist mir zwingend Godzilla, den ich bei dem Film sehe, das verstehe ich auch, wenn man das sagt. Aber mir hat der die ganze Laufzeit, beim ersten Mal im Kino damals hat mir der die ganze Laufzeit aufgeheizt. Und ich war immer schärfer drauf, dass ich den endlich in Action sehe. Mir hat das nicht gestört, sondern mir hat das taugt, dass er mich da immer geiler drauf macht und wieder abblendet, wenn er es wieder aufbaut und so weiter. Und dann am Schluss ist er ein geiles Finale gewesen. Und bei dem Teil war halt auch wirklich die Geschichte mit den Menschen im Hintergrund, die war nicht tiefgründig oder sonst irgendwas, aber sie war passend für den Film, sie hat nicht genervt, sie war nachvollziehbar, und waren sympathische Figuren. Darum ist es für mich von den 3 bis jetzt der beste. Gefolgt, ich mache jetzt gleich ein kleines Ranking für mich einfach schnell, gefolgt vom Skull Island, das ist nämlich dann der Übermonsterfilm sowieso, der ist richtig geil, da gibt's Tuschur aufs Fressbrett, das mögen wir natürlich auch. Und auf 3. Platz muss ich in Godzilla King of the Monsters da, weil mir da die Menscheninteraktionen so dermaßen auf den Sack gängen, dass es echt keinen sagen kann, die sind so schlecht geschrieben, aber vielleicht später dazu, gerade mal kurz das kleine Ranking. Godzilla 2014 Platz 1, Skull Island und dann Godzilla 2. Und wie ist bei dir, Korben? Ganz genau so wie bei dir. Also Godzilla ist... Dann streiten wir halt gar nicht, oder wie? Das nervt mich jetzt schon. Naja, wir können vielleicht nur dann ja ein bisschen auf die Details eingehen, dann finden wir bestimmt Streitpotenzial. Ja genau, wenn nicht, dann reden wir über Fußball und streiten wir über das. Ich habe Godzilla, als es damals rausgekommen ist im Kino, sogar, glaube ich, 2 oder 3 Mal mir angeschaut im Kino. Naja, also 2-mal habe ich ihn angeschaut. Ja, und ich glaube also ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich es nicht 3-mal gesehen habe. Also auf jeden Fall beim
beim letzten Mal, wo ich den im Kino dann gesehen habe, war es dann so, dass ich dann schon einmal drin war in einer total späten Vorstellung nach der Arbeit und bin dann eingeschlafen gleich am Anfang und bin genau bei den Szenen immer wieder aufgewacht, die ich sehen wollte. Also praktisch da, wo die richtig geile Godzilla-Action dann war und dann bin ich wieder einpennt. Ja, alles richtig gemacht, oder? Ja, schon. Ja, und ansonsten, ich liebe an Bryan Cranston seit Breaking Bad, also deswegen habe ich mich da doppelt schon auf den Film gefreut, auch wenn er natürlich jetzt nicht ganz so lang dabei ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber wie du schon so sagst, die Charaktere, die da drin vorkommen oder eingeführt werden in diese Welt, sind einfach passend. Und ich finde, es ist genau diese richtige Heldenreise, die da von dem Ford Brody, also gespielt von Aaron Tyler Johnson, den man ja aus Kick-Ass kennt, die man da verfolgt, weil zufällig überall, wo er ist, passiert natürlich auch geile Monster-Action und das stört mich da gar nicht so. Also natürlich kann man sagen, ja, ist schon klar, überall, wo der ist, passiert irgendwas, aber na, er ist unterhaltsam. Ich finde es genauso wie du gesagt hast, dieses Geilmacher und dann wieder fallen lassen, aber eigentlich nie so, dass du halt dann nicht mehr zugucken willst, ist genau richtig. Ja, und die anderen zwei Filme, also Kong ist genauso wie bei Godzilla halt auch einfach ein geiles Viech, war ja damals schon bei den alten Filmen ja immer cool und auch von Peter Jackson, den King Kong, habe ich ziemlich gern gemacht. Fand es jetzt aber passend, dass da praktisch ja, den in die Welt so einführen, dass er einen eigenen Film verdient hat. Und das finde ich eigentlich allein schon deswegen richtig cool. Aber die Geschichte ist kurzweilig, spannend und hat auch geile Charaktere. Ja, und Godzilla 2, so wie es du gesagt hast, da kämen zwar richtig, richtig viele geile Monster vor. Also gerade der Ghidorah, oder? So spricht man aus, Ghidorah. Ghidorah, ja. Und die Motte sind einfach mega. Aber die Menschen, ach. Furchtbar. Ich möchte nur kurz einhaken, du hast was Lustiges gesagt beim ersten Godzilla. Die Leute, die sich da beschweren, dass immer gerade da, wo es passiert, wo derjenige ist, das kennt man ja aus vielen Filmen, dass sie da, oder das habe ich schon so fake Leute sagen gehört, die immer sich beschweren bei Filmen, ja, ist eh klar, dass das genau da, wo der jetzt ist, passiert. Ja, was ist denn eigentlich mit euch los? Natürlich passiert das genau da, um das geht's doch bei dem Film, dass der Typ das gerade erlebt, in Gottes Namen, möchte den Typen die ganze Zeit verfolgen und es passiert woanders, wo sie nicht sagt es nicht, oder wie? Ich weiß nicht, was ist denn das eigentlich für eine brunstdumme Aussage? Also jeder, der das sagt, der soll jetzt einen Lebtag lang keinen Film mehr anschauen. Weil die leider warten halt eine realistische Dokumentation, wenn sie sich Godzilla anschauen und deswegen, ja, genau. Kann man das auch ruhig einmal verlangen. Der Kick-Ass-Sepp fährt dann, den schauen wir dann 3 Stunden zu, wie der irgendwo hinfährt, aber die ganze Monster-Action ist ganz woanders, dass wir dann gar keine mehr haben und es passiert nie beim Hauptdarsteller, sondern es passiert woanders. Das denken wir immer wieder, wenn es dann heißt, ja genau da, wo er jetzt ist, oder wenn irgendwelche Ereignisse stattfinden. Kurz Beispiel war der erste Hobbit, glaube ich, da können sie die Karten nur lesen, wenn der Mond so und so steht. Und dann ist es ja halt natürlich, logischerweise, damit der Film weitergehen kann, ist halt auch gerade jetzt der Mond, wenn sie die Karten anschauen und dann hockt dieser Sautyp bei mir auf der Couch. Ja, ist eh klar, dass jetzt der Mond da so steht. Ja, natürlich ist es klar, weil sonst war der Film und jetzt gar, weil sie weiterfahren könnten, du Depp. Sollten sie dann sagen, wir machen 3 Teile Hobbit, aber die hocken dann 3 Filme lang da und warten, bis der Mond wieder mit Passage steht, oder was? Das ist die verbrüste Aussage. Ja, jetzt regt die mir nicht so auf. Alles cool. Ja, zurück zum Thema. Ja, zurück zum Thema. Bei Godzilla 2, da haben's meiner Meinung nach einfach das völlig übertrieben mit den Charaktere. Also, wenn es das mal so 2 oder 3 von dir Leuten einfach mal wegnehmen darfst, das nur ersetzt mit ein bisschen mehr Monster-Action, also und muss ja nicht einmal unbedingt der Godzilla oder der Ghidorah oder Rodan oder der, also Mothra heißt, glaube ich, die Motte, sondern die haben ja einen Haufen andere geile Viecher gezeigt. Natürlich darf mich ja das interessieren, was für ein Viech ist denn da in Bayern rausgekommen? Das war, pass auf, das in Bayern, das war der Methuselah heißt der. Ah, da hast du natürlich nachgeschaut. Der Logo. Da sind 3 zusätzliche Monster, hat man da nämlich dann einmal Rumpen gesehen, der Methuselah, das ist so ein komischer Ekelsack, der da bei Minga ausrumpelt, aber der kommt am Schluss nicht bis zum Finale, weil er zu langsam einfach ist. Und komisch. Ja, und dann müsste er da übersee reisen und so, aber das schafft er nicht ganz. Und dann haben wir noch Skiller, also wie man es genau ausspricht, weiß ich nicht. Das ist dieser ekelhafte Spinnensepp.
Und dann haben wir noch einen Behemoth, das war der Mammut-Schwarf, der da auch noch gekommen ist. Die drei. Ja, das hat geil ausgeschaut. Genau, die drei hat man noch gesehen und die haben, also ich glaube, dass alle drei sogar für den Godzilla vs. Kong angekündigt worden sind, dass sie da noch einen Auftritt kriegen. Ja, die werden bestimmt gleich am Anfang sterben. Ist mir wurscht, hauptsächlich nochmal fette Monster-Action. Was ich ja cool gefunden habe bei Godzilla 2 ist die Einführung von den beiden asiatischen Zwillingen, die nie fehlen dürfen, wenn die Motte auftaucht. Ja, genau, das ist auch ein cooles kleines Easter Egg. Da fand ich es zum Beispiel schade, dass halt da nicht eigentlich näher auf das eingegangen sind. Was ich auch cool gefunden habe, aber gleichzeitig schade ist zum Beispiel ja diese versunkene Stadt, die in Godzilla 2 dann kurz mal gezeigt wird, wo sich der Godzilla dann zurückzieht. Also es sind viel coole Elemente in dem zweiten Teil, aber er kommt jetzt nicht an Godzilla oder an Kong ohne. Also das nicht. Finde ich auch, und vor allem, also die Monster-Action beim King of the Monsters, die ist voll geil. Also da, wenn's scheppert, dann scheppert's richtig. Und das ist ja richtig geil, wenn sie die gegenseitig Potzen vollhauen. Aber eben die Zwischenszenen mit den ganzen Menschen, die wollten so gekünstelt ist auf Drama setzen und das haben sie einfach nicht geschafft, dass das wirklich irgendwie einen in sein Band zirkt und man mit den Menschen mitfiebert, sondern man denkt immer nur so, was weiß ich, das ist wie wenn ich auf der Couch sitze und zock und Frau rennt vorbei und am Fernseher oder putzt da irgendetwas oder saugt und dann hockst du da und du mit der Hand gerade so hinfuchteln, so, weg. Und genauso ist mir gegangen, wenn Menschenszenen bei dem Film da waren. Ich hab mir nur die ganze Zeit gedacht, weg jetzt seit Kim und hab die ganze Zeit hingefuchtelt, aber die gehen halt einfach nicht weg, die sind da und sitzen mich voll und ich denke mir gerade, warum jetzt nicht auf jetzt, bitte, start's ein. Und dann kämen so, dann wollen sie noch, erstens mal das Drama schaffen sie schon nicht und Witze schaffen sie auch nicht. Das sind die schlechtesten Witze, glaube ich, in der Filmgeschichte. Ich möchte gerade den einen Witz zitieren, wenn der eine sagt, mein Gott, und der andere steht daneben und sagt, Zilla. Godzilla, hat er gesagt. Fotze, fick dich. Nervt mich so dermaßen, das ist so schlecht. Oder wenn sie im Wasser kommt von der Godzilla und der King Ghidorah und dann sagt der, wie heißt der eine, der Watanabe, der spielt den Asiaten an Ishiro Serizawa. Ja, genau. Wenn er dann sagt, komm mein großer, feite. Echt jetzt? Komm, mein großer Feite. Ich meine, ich kriege einen Schlaganfall. Wer hat denn diese Dialoge geschrieben? Und warum wird nur alles sehr eingedeutscht, aber dann sagt er Feite. Kein Mensch darf das jemals im Leben sagen. Keiner. Warum sollten das irgendjemand sagen? Feite. Oh Gott, nein. Also diese Menschenszenen, das ist wirklich für mich das Allerschlechteste, was ich seit glaub, 10 Jahren an Dialoge gesehen habe. Und ich schaue viel schlechten Scheißdreck an, aber so schlecht geschriebene Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt sind aber da wirklich coole Figuren dabei oder coole Schauspieler. Die Vera Farmiga, die mag ich jetzt tot gern. Den Ken Watanabe, den schaue ich mir nämlich auch gerne an. Und auch natürlich die Millie Bobby Brown von Stranger Things, die mag ich jetzt tot gern. Aber die werden in den Filmen so lächerlich verhorzt, das ist echt traurig. Ja, mega die deutschen Übersetzungen, das muss ja nicht unbedingt im Original also so blöd umgekommen. Ich weiß aber nicht. du hast schon recht. Also gerade immer diese ganzen Szenen, wo halt dann die Menschen miteinander agieren und dann halt mehr oder weniger da ein bisschen um Godzilla rumwuseln. Im Endeffekt, bei dem Film ist es wirklich so, lass die ganzen Menschen weg und der Godzilla hat wahrscheinlich von der Lore gewinnen. Ja. Dann es wäre ja nicht einmal so weit gekommen. Gut, dann wird es natürlich wieder langweilig, aber also wirklich alles, was da vorkommt, ist halt irgendwie so dermaßen gekünstelt da reingeschrieben, das nervt tierisch. Furchtbar. Was ich ihm aber dann voll zugute halten muss, ist, dass die Originalmusik vom Akira Ifukube eine da haben, die Melodie, wenn er dann aus dem Wasser da wieder kommt, da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil ich halt auch Godzilla-Filme, seitdem ich klar bin, anschaue und die Melodie, die kennt einfach jeder und als die dann einsetzt, ich hab mir jetzt erst einmal angeschaut eben als Vorbereitung und da habe ich wieder Gänsehaut gekriegt, das finde ich richtig stark, dass die das eingebaut haben. Ja. Wobei man sich bei der Stelle auch fragt, es ist natürlich, hinterfragt man bei dem Film nichts, weil es ist Monsterklopperei, aber es ist schon geil, der taucht da unten vom Meer auf und ist bei dem U-Boot und dann steht er bis zu die Knie im Wasser, mitten am Ozean. Wo kommt die Erdplatten her oder so, auf der gerade steht? Oder kann der mit den Füßen so schnell paddeln, dass er so schnell in den Tee treibt oder so, keine Ahnung. Das finde ich einen ganz amüsanten Fehler. Na, das ist alles Fett. Und Fett schwimmt doch. Also, Füße sind so fett, dass der Oberkörper nach außen treibt, aber bis zu die Knie ist im Wasser. Ja, okay. Zarte Schenkel hat er jetzt nicht. Ja, aber zumindest hat er nicht so ein ekelhaftes, komische, fette Becken wie der Shin Godzilla, der hässliche Depp. Hey, lass uns Shin Godzilla in Ruhe. Bloß weil du und der Mike nicht kapiert habt, um was in dem Film geht.
Halt doch dein Maul, du hast auch alles erfunden, was du gesagt hast. Überhaupt nicht. Eigentlich ist das Schande, dass ich das nicht alles niedergeschrieben habe und das ist dann die Filmrezession zu dem Film. Und das wird dann sogar so hoch gepriesen, dass dann einfach einen zweiten Teil genehmigen. Ach so, meinst du? Okay. Ja. Wenn es wirklich passiert, dann werde ich mich entschuldigen. Dann werde ich mich öffentlich in einem Podcast entschuldigen. Aber wenn es nicht passiert, dann passiert dann einfach nichts. Lassen wir es einfach auf sich beruhen. Ach du, das kann ich jetzt schon so hinschneiden, du hast alles gesagt. Kannst mir vorschlagen. Was aber auf alle Fälle, auf was ich jetzt schon gespannt bin, ist, wo wir dem neuen Godzilla dann sehen werden. Ja, das stimmt. Ich habe heute auf einer Seitenform gelesen, der ist anscheinend mit Warner Brothers auch irgendwie in Kontakt regelmäßig. Und die beobachten jetzt gerade das weitere Lockdown-Geschehen bei uns. Und dann gibt's 2 Varianten. Entweder wird ein Kino aufgemacht und sie können einer und sie können nicht sagen, oder es wird doch über Sky laufen, die Geschichte. Nein! Was ich sehr schade finden darf, weil ich hätte nämlich echt Bock, den auf der großen Leinwand zu sehen. Ja, verdammt. Also, Godzilla macht halt einfach auch so viel Spaß, weil diese Monster auf der riesen Leinwand einfach mega geil sind. Ja. Also das habe ich mir schon bei Kong dann auch damals gedacht, wo der im Kino war. Also ich meine, die Handlung an und für sich ist jetzt nicht, weiß ich nicht, total herausragend wie jetzt der Pianist oder irgendwie sowas. Aber das erwarte ich ja nicht. Hier reicht's ja einfach nur, diese und da muss ich jetzt leider schon ein bisschen vorgreifen, dieser Soundtrack von Kong Skull Island ist mega geil. Voll geil, ja. Also ich liebe diese ganze 70er-Jahre-Mucke und dann, was alles hier drin haben, CCR, David Bowie ist, glaube ich, auch noch ein Lied mit drin. Es ist so geil. Voll geil, ja. Das taugt mir auch richtig. Was aber geil ist, was auch noch geil ist, weil es gerade wieder von Kong Skull Island redst, hast du das damals mitgekriegt, als der rausgekommen ist, dass er in vielen Rezessionen zerrissen worden ist, weil er so menschenverachtend ist? Was? Warum? Ja, frag mich nicht. Ich hab da so viel lachen müssen. Weil, was soll denn jetzt die Scheiße? Seit Anbeginn der Monsterfilmzeit sind Monster dazu da, um uns Menschen zum Zerdrucker, zum Zerreißen, zum Fressen und was weiß ich, was die da alles mit uns treiben, was ich noch gar nicht wissen will. Aber beim Skull Island ist jetzt auf einmal das der große Kritikpunkt, dieser Film ist so menschenverachtend. Ich verstehe nicht. Hä? Ja, wo hast du das dann her? Damals, als der losgegangen ist, habe ich einige Rezessionen dazu gelesen und immer wieder habe ich dazu das Thema gefunden, Menschenverachtung. Dass sie da einige drüber aufgeregt haben, weil der Film so menschenverachtend ist. Mhm. Vielleicht sind so Szenen, die einer sauer aufgestoßen sind, wie als der eine runterfällt in den Kong sein Maul eine und dann wird sofort umgeschnitten auf den Typen, der in ein Sandwich einbeißt. Da muss aber ich halt lachen, finde ich nicht ganz amüsant. Ja, also, keine Ahnung, da kann man sich natürlich. Ich glaube, diese großen Spinnen mit den Bambusfüßen, die weißt du auch noch, oder? Da wird doch dann auch mal einer voll aufgespießt durch den Mund. Das ist auch aufgeführt worden, dass das menschenverachtend ist. Also, wie gesagt, das war so hirnrissig, wie so viele Sachen im Internet halt total hirnrissig sind. Aber das hat teilweise, da musst du mal ein bisschen nachgoogeln, das hat teilweise ganz viele Anhänger gefunden, dass dieser Film zu menschenverachtend ist. Und ich sitze gerade wieder da und denke mir, was ist mit euch? Warum dürft ihr überhaupt einen Computer haben? Nimmt's den weg, sehe ich nicht leid, musst den Computer wegnehmen, das hilft nicht. Also, wer sich so einen Film anschaut und dann davor ausgeht, dass da die meisten, die dann da landen, wo ein riesiger Affe und ein Haufen Monster unterwegs sind, das überleben, also bitte, es ist überhaupt ein Wunder, dass überhaupt irgendjemand den Film dann am Ende heil überstanden hat. Ja, das sage ich auch. Und wie gesagt, seit Anbeginn der Monsterfilme, haben wir schon jemals einen Monsterfilm gesehen, in dem, was weiß ich, die Monster, die Leute dann sanft in den Tod gewürgt haben oder so ein Scheißdreck. Die werden alle zusammendrehen. Schau der Jurassic Park oder wird der andere vom Scheiß aus aber gefressen und dann geschüttelt. Was soll denn das alles sein? Sowas ist menschenverachtend, wenn ich nicht mehr in Ruhe aufs Klo gehen kann. Ja, aber Dinosaurier sind ja echte Tiere. Ah, stimmt, ja. Ja. Ja, aber da habe ich damals schon aufregen müssen und wenn ich gerade drüber nachdenke, dann denke ich mir jetzt mal, dem Hans Wursten, diese Hans Wursten, die auf der Welle mitgeschwommen sind, denen können alle Social Media und Computer alles wegnehmen, die dürfen nie wieder irgendwas öffentlich machen. Ja, ich weiß, Meinungsfreiheit, aber manchmal geht's mir einfach auf den Sack, wenn sie nur Scheiße labern. Ich hab nicht gesagt Meinungsfreiheit, das ist deine Meinung. Die steht dir frei zu haben. Ach nein, ich kann alles auspiepsen, wenn es ist. Nein, weil dann meine Tonspur gerade noch ein Piep ist. Aber
glaubst du, dass wenn jetzt Godzilla vs. Kong rausgekommen ist und nicht im Kino kommt, dass das dann nur so den Erfolg bringen wird, damit man nur mal einen Film rausbringt? Also ich darf sehr stark hoffen, egal wie schlecht oder gut der Film wird, weil ich einfach diese Wiederbelebung oder sagen wir mal Fortführung von den Godzilla-Filmen jetzt mit Hollywood-Budget einfach mega geil finde. Ja. Und sagen wir mal, jetzt allein durch Corona, da die sehr, sehr schade finden, wenn das dann der letzte wird. Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, wie eben das, weil das dann läuft, wenn jetzt die zum Beispiel das an Sky dann abgeben, weil wahrscheinlich wird jetzt Sky die Dinger wieder schnappen, weil die ja die ganzen HBO-Sachen wieder rausballern. Ob da dann wirklich oder für wie viel Geld, dass die das dann eben kaufen, das weiß ich, das war halt dann interessant, ob die dann von Haus aus sagen, okay, wir verkaufen das jetzt zu so einer hohen Summe, dass es für uns dann schon gerechnet hat, oder ob die sagen, pass auf, pro Person, die sich den Film dann auch streamt, müsste es eine gewisse Kohle an uns abdrucken. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft und wie das dann gemessen wird am Ende, wenn es selbst direkt in einen zu einem Streaming-Anbieter geht. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, ist Sky eigentlich eine deutsche Firma? Also kommt es nur bei uns in Deutschland dann über Sky raus oder ist es dann weltweit? Also Sky Money ist schon international tätig, wenn mir nicht alles täuscht. Aber ich weiß nicht, ob die Rechte für die HBO Max Sachen dann in jedem Ding, wo Sky ist, auch automatisch Sky hat. Es kann ja gut sein, dass einfach mal Black sagt, sie Amazon in Italien die Rechte für HBO gesichert hat, aber Sky in Deutschland die Rechte hat. Da kenne ich mich nicht aus. Da habe ich mich noch nie damit befasst. Alles, was ich tue, ist abonnieren. Also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sky international unterwegs ist. Weil so grottenschlecht, wie die Qualität da teilweise ist, wir haben uns ja vorgestern wieder einen Film angeschaut und halt einfach so, nach einer Dreiviertelstunde hängt's dann wieder. Und du weißt dann schon, ach so, ja, stimmt, wir warten ja kurz vom Einschlafen gewesen. Danke Sky, dass du mich daran erinnerst, dass ich den Film nochmal neu starte. Ist doch nicht, was hast du denn? Na, aber also kann ich mir halt dann ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Auch das Filmangebot ist dafür. Na, okay, nein, das stimmt nicht. Die Film, also ich bin positiv überrascht gewesen bei dem Filmticket, wie viele Filme dann da tatsächlich nur mit drauf sind. Ja, es sind schon, ich habe mir jetzt eben auch für Wonder Woman habe ich mir dann auch nochmal eben das Paket erweitert und es sind schon ein paar Filme drinnen, die sie rentieren. Aber ich habe jetzt geschaut, also sie haben schon im Ausland, sie haben schon international tätig, gell? Okay. Also das heißt, weil Wonder Woman ist ja letztes Jahr, also Ende letzten Jahres ja nur in die USA im Kino, glaube ich, rausgekommen. Ja, in einige Kinos ist es nicht gerade in die USA. Ich glaube sogar ein Kumpel war in, jetzt lass mich liegen, Portugal. Bin mir nicht ganz sicher. Und schreibt mir dann, was ich treibe und schickt mir Beutel vom Kino. Ey, leck mich doch, du Penner. Ich darf nicht mehr aus dem Haus aus sein. Du hockst im Kino drin und schaust der Wonder Woman an. Kannst mich mal. Du darfst schon aus dem Haus aus sein, nur nicht nach 9 Uhr. Ich brauche immer einen triftigen Grund. Jetzt mir auf mit die triftigen Gründe. Ein triftiger Grund war doch, dass ich ins Kino gehe und schau mir an, wie sich der Godzilla und der Kong gegenseitig Pfotzen vorhauen. Das wäre saugeil, ja. Das stimmt. Das ist ein triftiger Grund, weil ich sage, Volksfest gibt's momentan nicht, Starkbefest gibt's auch nicht, also sehe ich nirgends irgendwo Leute, die sich Pfotzen vollhauen, dann lassen wir wenigstens ins Kino gehen und zuschauen, wie sie Monster gegenseitig schlagen. Ja, schauen wir mal, wie es dann ausschaut wann soll er rauskommen? Eigentlich Ende des Monats, oder? Also ja. Ende März, das wird wahrscheinlich eher nix. Ja, wie gesagt, da ist jetzt halt eben, was ich da halt gelesen habe von dem einer, der er hat gesagt, in 2 Wochen schreibt er nochmal mit seinem Ansprechpartner bei Warner Brothers und morgen, glaube ich, ist ja dann wieder, also sprich am 3.3. ist ja jetzt dann die Entscheidung, wie es ausschaut, wie der Lockdown weitergeht und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir im März jetzt schon wieder die Kinos aufmachen, darum gehe ich stark davon aus, dass wir den leider auf Sky anschauen müssen daheim. Oh. Und da kann ich dann leider nicht aus, dass ich sage, nein, aus Protest nicht, weil ich das muss ich anschauen, kann ich nicht aus, hört's auf. Braucht's mir keinen Vorwurf nicht machen. Ich darf sogar auch den Hörern empfehlen, dass es dann trotzdem anschaut in der Hoffnung, dass dann Sky so viel Geld an die Macher des Films abtritt, dass wir nur einen 5. Film dann kriegen in der Reihe. Das wäre natürlich mega geil. Dass wir tatsächlich so ein geplantes Monsterverse kriegen, weil die ganzen Godzilla-Filme, wie viel gibt's denn mittlerweile? Ich glaube, insgesamt gibt's 30 Godzilla-Filme, inklusive dieser amerikanischen Monsterfilme mittlerweile. Und da ist ja so ein riesiger Pot an verrückte Monsterviecher dabei. Du kannst, den können jetzt die nächsten 30 Jahre könnten sie eigentlich noch Filme ausballern. Also leid. Natürlich immer fraglich. Ganz im Ernst. Wir wollen alle Baby-Godzilla sehen.
Es muss eine Filmreihe so weit gehen, bis wir Baby Godzilla endlich da haben. Und einen Godzilla Dropkick brauchen wir auch wieder. Und es geht jeder gefälligst ins Kino zu Godzilla-Monsterfilme, bis das umgesetzt worden ist. Vorher wird nicht aufgehört, ins Kino zu gehen. Genau, richtig. Und ihr müsst drauf hören, weil wir sagen das in diesem Podcast. Und ihr wisst, alles, was im Internet ist wahr. Ganz genau, wird das, was live sein. Das ist auch meistens richtig. Und außerdem müssen wir voll ins Kino gehen, weil wenn man sich einmal die Zahlen anschaut, die spiegeln sogar unser Rating ein bisschen wieder, die Einspielergebnisse, weil der erste Godzilla hat noch saubere 530 Millionen ungefähr eingenommen, bei einem Budget von 160 Millionen. Der Skull Island ist mit einem Budget von 185 Millionen sogar der teuerste von alle gewesen und hat 570 Millionen circa eingenommen. Und dann kommt der King of Monsters, was du eigentlich denkst, weil da müssen ja alle komplett ausrasten, die auf den Scheißtrick stehen und ins Kino laufen, hat ein Budget von 170 Millionen, nimmt aber gerade noch, in Anführungszeichen, 390 Millionen ein. Also die Zahlen sind schon drastisch gesunken. Ja, naja, drastisch, also ganz im Ernst, das sind immer 250 Millionen weniger und bei einem Budget von 170 Millionen ist 390 nicht der große Wurf. Wir standen nämlich eine Zeit lang auch auf der Kippe, wie es weitergeht mit dem Monsterverse bei dem Einspielergebnis vom zweiten Teil. Beim zweiten Teil, da war irgendwas. Also irgendwas ist da, glaube ich, dann entweder gleichzeitig einem Kino rausgekommen oder Klaffer, weil ich habe den auch relativ spät erst im Kino gesehen. Ah, das weiß ich nicht, was der neueste war zu der Zeit. Der war 2019 war im Kino. Das stimmt, dass da ist, da glaube ich, waren ein paar, wahrscheinlich war wieder irgendein Marvel-Step zeitgleich im Kino. Wann ist ein Endgame rausgekommen? War das 2019? Schon wieder so lange her. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gemacht habe. Also das kann es sein, oder? Kann Tiger, ja. Schreibt es uns in die Kommentare, wir können dann nicht googeln, weil wir nie was ablesen. Genau. Auf was darfst du mehr spekulieren bei der Inszenierung? Eher so Richtung 2014er Godzilla oder eher Richtung Kong und King of Monsters? Auf was ich spekulieren darf? Also im Sinne von, was hat dir selber mehr dazu sagen? Naja, wir haben ja da in einer Folge schon mal drüber geredet, dass es höchstwahrscheinlich ja nicht auf das hinauslaufen wird, dass die zwei die ganze Zeit gegeneinander kämpfen. Also das heißt, ich habe da eine Erwartungshaltung, die über alle 3 bisherigen Filme geht. Also das heißt, wir werden erstmal richtig geile Godzilla-Action sehen, dann richtig geile Kong-Action oder vielleicht als erster Kong und dann der Godzilla. Dann kloppen sie sich so ein bisschen, so wie bei Batman vs. Superman, wo der Kampf zwischen den beiden wie lange geht? 5 Minuten gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann kloppen sie diese 5 Minuten und dann kommt das richtig böse Monster. Und dann es hat schon geheißen, der Kampf auf dem Schiffträger, der dauert schon mal 18 Minuten. 18 Minuten? Habe ich halt gelesen, ja. Oh je, da sind bestimmt ganz, ganz viele Menschendialoge drin. Ich hoffe nicht. Also es hat geheißen, reine Kampfzeit sind 18 Minuten auf diesen Schiffsträger, die Szene, die wir schon alle im Trailer gesehen haben. Also bin ich schon mal gespannt, wie das wird. Ich weiß nicht, also ich habe da ehrlich gesagt keine richtige Erwartungshaltung zwischen den Filmen. Ich hoffe halt einfach nur weniger Menschen, mehr Monster-Action. Ja, keine Ahnung. Beide sollen am Ende überleben, weil ich möchte noch mehr Filme mit denen. Und es soll so erfolgreich sein, dass es dann nur weitergeht. Ja, ich möchte nämlich, kannst du eh nur auf den ersten Godzilla kannst du eh nochmal aufspringen inszenatorisch, weil jetzt darf da keiner mehr mitspielen, wenn du den Godzilla vs. Kong machst, dann zeigst du dann die Monster fast nicht mehr her. Das hat nur beim ersten Teil funktioniert. Ich fand halt optisch, muss ich jetzt sagen, fand ich den ersten auch voll geil. Ich meine, er hat so geile Szenen wie der Halo-Sprung. Ja. Wenn's den da weißt. Ja. Das war vom Sound her so geil, genau, wie die da oben springen. Das war so eine geile Szenerie und auch die Aufnahmen eben dann von der beiden, wenn's den Steh siehst und dann die roten Rauchschwaden da oben fallen. Der hat halt so vor der Darstellung hat er so viele geile Sachen drinnen gehabt. Wo es halt aber bei der reinen Monsterklopperei nicht so einwandfrei funktioniert, glaube ich. Ja. Weil du halt nicht so viel, in Anführungszeichen, ruhige Momente hast. Ich wünsche mir so zu Beginn von dem Film an Kong, wie er so durch seine Insel hüpft und dann kommt nochmal entweder Black Sabbath oder CCR oder irgendwie so. Dann schwenkt die Musik aber um, sodass man merkt, oh, wir sind gar nicht mehr in die 70er, sondern wir sind jetzt praktisch in der jetzigen Zeit. Weiß ich nicht, dann kommt, was ist denn so aktuelle Musik? Keine Ahnung. Bowser. Nein, Kim KZ. Genau. Das war super. Rap über Haus kommt dann. 6. Godzilla mit Quick
Ja, genau. Und dann ballern sie die Rübe weg. Ja. Na, keine Ahnung. Hast du da schon eine genaue Vorstellung oder was? Ja, wie gesagt, ich hätte, mir hat das, die Optik vom ersten hat mal brutal taugt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, dass so Standbeutel, so schöne einfangst, wird halt bei so einer richtigen Monsterklopperei schwer. Darum, da mich ich dann optisch, da ich mich orientieren am Skull Island, hätte ich da wieder lieber drinnen. Ja, eigentlich überhaupt kein Menschenscheiß gelabert, das interessiert keinen Menschen nicht und vor schon zwei Minuten, wenn sie so behindert machen, wie sie es im King of Monsters gemacht haben. Ich hoffe, dass sie Mecha-Godzilla einbauen am Schluss. Auf das spekuliere ich stark, weil es gibt ja schon ein paar Hinweise, wie wir schon mal gesagt haben, in unserem Nippelverhärter, den ja jeder vor euch gehört hat. Und da spekuliere ich schon stark drauf, dass es am Ende fett gegen einen Mecha-Godzilla geht. Ja. Und die zwei zusammenhelfen. Deswegen bin ich auch gespannt. Und vor allem, wenn du ja sagst, dass die anderen Viecher auch noch vorkommen vom zweiten Teil, die werden ja auch bestimmt eine kleine Rolle spielen. Ich glaube auch, ja. Und wir haben eine Laufzeit, wo knappe 2 Stunden, ich glaube, nur 113 Minuten soll dauern. Dann haben wir 18 Minuten schon mit Schiffkampf, also haben wir noch ein paar Minuten Zeit, dass wir sauber was machen, Leute. Aber er hat ja bis jetzt schon ich finde im Trailer hat er schon ziemlich coole Szenen, allein eben der Kampf da auf den Flugzeugträger, das finde ich schaut schon so geil aus, wenn er da aus dem Wasser außerbombt und wenn sie sich dann gegenseitig da über die Schiffe drüber kloppen. Geil. Aber ich spekuliere eher nur wegen dem Grund, warum sie einen Kong da rüberholen. Vielleicht machen sie einen Tierpark auf. Ja, genau, die wollten eigentlich Jurassic World Deluxe wollten sie machen. Hey, wir brauchen einen Affen. Ich kenne nur einen. Ja, genau. Nein, nicht an Kanye, sondern an den von der Skull Island, den holen wir. Ich darf ja nur auf einen Film dann spekulieren, dass das dann mal machen und ich hoffe, es hört wieder jemand mit, weil das werde ich zwar nicht Alex dann nur mehr erzählen, aber es ist ja wirklich passiert. Ich habe vorausgesagt, dass Nintendo mithört und Skyward Sword auf der Switch rausbringt und was passiert? 2 Wochen später Nintendo Direct und was ist die große Ankündigung? Skyward Sword HD auf der Switch. Also, pitch jetzt wieder was, und zwar, ich wünsche mir einen Prequel-Film vom Godzilla, wo man diese Stadt, die man da im Meer gesehen hat, vom Teil 2, sieht, was da alles passiert ist und warum die einen Godzilla verehrt haben, weil das muss ja auch irgendeinen Grund haben. Und da wünsche ich mir einfach wirklich so einen richtig geilen Prequel-Film mit dem Ur-Godzilla. Das war allgemein geil, vielleicht so ein Film in der alten Zeit, in der die ganzen Monster noch über die Weltgrundbett sind, wie soll ich verzeihen, dass sie damals die Herrscher der Erde waren. Vor allen anderen. Das können sie ja dann so ähnlich machen, wie bei Cloverfield Paradox, wo es halt dann wo es die erste oder die meiste Zeit gar nicht checkst, dass das vielleicht in der Welt von Godzilla drin ist. Du siehst halt dann da, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendeine Tempelpolitik, Scheißdreck-Action und dann am Ende kommt dann der Godzilla und frisst die Bösen auf oder so. Ja, genau, so wie bei Apokalypto zuerst ist und am Schluss kommt er dann. Ja, genau, richtig. Und das oder mega noch früher eben komplett ohne Menschen, weil dann haben wir ja das scheiß Problem mit den Menschenfiguren nicht mehr. Einfach nur 2 Stunden Vollgas Kasala, wie sie die Monster gegenseitig Shell einhauen. Ich da drin sitzt und da blöd grinsen, weil ich es geil finde nicht. Aber es ist vermarktungstechnisch halt schon wieder echt schwierig. Ja, dann sagt man halt, dass das Motion Capturing für einen Godzilla ist auch vom Cumberbatch gemacht, wie beim Hobbit, und das Motion Capturing vom Kong ist von irgendeinem Bekannten, dann wären wir halt so. Wenn wir sonst schon nicht mit den Schauspielern werben können. Und dann haben wir noch einen sauberen Regisseur hier, der das gemacht hat. Und Tarantino. Ja, genau, Tarantino hat das gemacht. Die ganze A-Riege aus Hollywood hat sein Gesicht hergeliehen fürs Motion Capturing. Und schon kann man sauber werben für 2 Stunden Monster, die sich gegenseitig Schelle hauen, ohne irgendein blödes Menschendrama oder sonst irgendwas, nichts was aufhält, nichts was stört, sondern wirklich nur in die Fresse. So wie es halt Netflix, ich hoffe, ihr habt's mitgehört. Das ist was für euch. Das ist echt was für euch. Aber ein Realfilm Netflix möchte und nicht einen von euren hässlichen Anime-Godzillas, die ihr jetzt da gemacht habt. Weil ich finde zwar, ich liebe Animes und ich liebe Godzilla, aber dieser hässlich animierte Scheißerstil, der mittlerweile Einzug erhält im Anime-Bereich, der ist so ekelhaft, dass ich jetzt mehr Angrebs kriege, wenn ich mal was anschaue. Ja, sagen wir mal, die Animationen selber sind schon cool. Also ich finde, die machen einen smoothen Eindruck. Aber diese dreiteilige Godzilla-Anime-Reihe bei Netflix, die nimmt auch von Teil zu Teil immer stärker ab.
Dann sag du nicht lang smoothen Eindruck, sonst kriegst du von mir smoothie Shane. Nein, es macht schon einen smoothen Eindruck. Ja, die Smoothie gleich. Smoothie, du. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort überhaupt an der Stelle richtig verwende. Ich glaube nicht. Das weißt du bei 43% deiner Wörter nicht. Obsolet, mein Freund. Obsolet. Ja, genau. Klingt man klüger, wenn man Fremdwörter benutzt, auch wenn sie falsch sind? Prinzipatisch, ja. Genau. So aber wenn wir gerade schon beim Godzilla sind, hast du die 3 Netflix-Animes gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Und wie gesagt, die sind auch zu langsam, da passiert nicht so viel und mir hat der Stil sowas wo überhaupt nicht zugesagt. Da habe ich ziemlich schnell abgewogen bei denen. Ich finde halt, der erste geht nur so, der zweite, okay, wird schon immer abgedrehter, also da merkst du den Anime-Stil da so richtig raus, wobei da einfach also bei Teil 2 und bei Teil 3 werden Sachen versprochen vom Titel oder auch von den Filmbildern her, die einfach nicht stimmen. Der zweite Teil, da geht's um einen Mecha-Godzilla, der kommt nicht vor. Also sie sind natürlich in dieser Mecha City und der Mecha Godzilla praktisch die Leiche aber den sieht man nie. Also es gibt keinen Kampf Godzilla gegen Mecha Godzilla, völliger Bullshit. Und dann der Teil 3, der ist ja die größte Frechheit. Also für alle, die sich den nur unbedingt anschauen wollen, aber leider ist es nicht unbedingt wert. Die sollen jetzt mal kurz weghören. Da kommt der Ghidorah vor, aber nicht in der normalen Ghidorah-Form. Also man sieht wieder nicht, dass der Godzilla gegen einen Ghidorah irgendwie richtig kämpft, sondern der Godzilla steht da und wird von 3 schlangenähnlichen Ghidorah-Köpfen einfach nur einmal bissen und die zehren dann so an dem umeinander und das ist praktisch so die Monster-Action im Film. Und der Rest ist Menschengedöns, Kacke. Ja, richtig, genau, so ist richtig gesagt. Menschengedöns, Kacke, abhauen. Interessiert keinen Menschen nicht, ich möchte sehen, wie sie die gegenseitig hauen, die scheiß Monster. Deswegen gibt's es in Gottes Namen. Ich bin ein bisschen enttäuscht zum Beispiel von der Evangelion-Reihe. Da gibt's ja auch einen Reboot seit, ich glaube, das ist jetzt mindestens auch schon über 10 Jahre her. Das soll jetzt nicht mehr abgeschlossen werden. Da gibt's dann insgesamt 4 Filme. Der erste orientiert sich sehr stark an der Serie, ist super. Der zweite weicht dann schon so ein bisschen ab, aber man merkt halt dann, okay, es lohnt sich weiter zum Gucken, weil die Handlung halt dann anders wird. Der dritte, was haben sie denn da geraucht? Und beim 4. kann ich jetzt überhaupt nicht abschätzen, was passiert und auch, ob mir die Reihe dann am Ende gefällt oder nicht, aber da nimmt das halt teilweise so Richtungen an, wo du halt denkst, was haben sie denn dann? Haben sie keinen Bock mehr gehabt und haben dann gesagt, okay, jetzt bringen wir es einfach irgendwie zum Ende. Da, lieber Praktikant, hast das Skript, bitte animier das mal. Traurig. Die habe ich nicht gesehen, da weiß ich es leider nicht, aber wenn es ähnlich ist, wie es bei den Godzilla-Dinger ist, dann bin ich raus. Ja. Deswegen hoffen wir ganz stark, dass Adam Wingard, der uns den neuen Godzilla vs. Kong liefert, sich nicht an diesen Animes orientiert, sondern sich schön an der Optik von Skull Island und in 2014 Godzilla orientiert an der Monster-Action von King of the Monsters orientiert und Menschen einfach weglässt. Ja. Aber da sind schon wieder so Hochkaräter drinnen, gell? Da ist der Skarsgård, der Alexander Skarsgård, glaube ich, ist dabei und ja, Millie Bobby Brown ist wieder dabei. Das sind so große Namen, die brauchen das Screentime. Da werden wir nicht drum rumgehen, als dass wir die ganze Zeit singen. Ja, es ist ja in Ordnung, wenn es praktisch so zwischen die Monster-Action ab und zu mal ein bisschen Handlung auf der Menschenseite zwang, aber es soll halt eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, und auch nicht so komisch, wie es eben beim King of the Monsters ist, da wenn es dann entsteht eine von, wo der Ghidorah gerade fett Party macht und die laufen und dann kommt der Godzilla und dann schlagen sie die da und die anderen laufen die ganze Zeit unten zwischen ihnen die Füße umeinander, weil ich denke, was ist denn eigentlich mit euch? Kein Mensch darf doch da einfach rumlaufen und irgendwo und dann bounce das komische Gerät da noch nebenbei zusammen. Das ist alles da denke ich mir einfach die ganze Zeit nur, warum? Hört's auf jetzt, geht's weg oder steigt endlich mal jemand von den 2 Fettsäcke auf die Idioten da unten drauf, dass er Ruhe ist. Also ich hab noch nie einen Film gesehen, bei dem ich die Figuren so viel aufregen. Oder vielleicht die ganzen Slasher-Filme, die ich mir anschaue, da ringt die Figuren dann auch auf, aber da weiß man kriegt jetzt dann bald die Genugtuung und die werden abgestochen. Aber die habe ich da nicht gekriegt, Hollywurst. Muss ich bis zum Schluss anschauen, die Trotteln. Wobei nicht alle überleben. Ja, Gott sei Dank. Aber immer nur 2 von denen.
Gott, wenn der gerade der Vollidiot mit seinem scheiß großer Godzilla-Witz draufgegangen war. Den kann ich nicht verkraften, den Witz. Das kann ich nicht verarbeiten. Das schaffe ich nicht. Ach, kann ich. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Schluss. Wie möchtest du denn vorgehen? Sollen wir jetzt über alle 3 nochmal Bewertungen machen oder was ist dein Plan? Das sehe ich aus wie jemand, der einen Plan hat. Der Spruch hätte locker in einen Godzilla-Film passt. Ja, nein, der Spruch ist aus Batman The Dark Knight. Dummbatz. Triple Threat, glaube ich, in dem Fall brauchen wir nicht. Na, können wir uns sparen. Triple Threat übers komplette Monsterverse. Aber Pro und Contra zum bisherigen Monsterverse da ich schon mal gerne aushauen. Wobei wir jetzt ununterbrochen über Pro und Kontras gesprochen haben. Das stimmt auch wieder, aber wir wiederholen wir uns ja gern. Okay, dann ich fange an, weil ich der Corby bin. Ja, positiv, da wir jetzt die ganze Zeit schon über geile Monster geredet haben, sage ich jetzt, betone ich jetzt nochmal, der Soundtrack von Kong, Skull Island, CCR, Black Sabbath, David Bowie, richtig geile 70er-Jahre-Mucke, super, dazu Monster-Action und was mir auch da gefällt, wie es du ja vorhin auch schon gesagt hast, bei den Charaktere ist der John C. Reilly, der einfach so ein bisschen einen Witz dann nur mit reinbringt und einfach ein richtig geiler Charakter ist, wo ich dann auch froh bin, wie der so sein Ende findet. Also das hat mir gut gefallen. Schlecht. Godzilla 2 hat wahnsinnig viel Potenzial, weil natürlich Ghidorah vorkommt, Mothra, ein Haufen andere Viecher, Godzilla, die ganzen Ideen. Aber irgendwie, er schafft es halt einfach nicht so richtig in Gang zum Kämmer und das ist schade. Und ich kann aber nicht einmal so richtig sagen, weil ich glaube, es liegt nicht einmal nur an den Menschen, sondern insgesamt, da hat man vielleicht ein bisschen zu viel von dem Film erwartet. Ich bin immer so ein bisschen ein Freund von der Heldenreise und die kommt da zwar schon auch vor, aber die hätte man ganz anders ausschlachten können. Wenn ich jetzt sage, ich mache vielleicht sogar einen Zweiteiler draus, also mir persönlich hätte es halt super gefallen, wo ich halt dann sage, okay, man sagt halt erstmal beim ersten Film, dass der Ghidorah dann auf einmal kommt und es dann praktisch schon so ausschaut, als hätte der Godzilla verloren. Also da hätte man ja zum Beispiel das enden lassen können mit der Bombe, die dann einschlägt. Und dann sieht man halt, oh fuck, und der Ghidorah lebt noch. Mhm. Und dann beim zweiten Teil, das hätte man halt dann nochmal ganz anders ausschmücken können und dann, weißt du, der Godzilla kommt zurück, man weiß nicht genau, ist er vielleicht doch tot oder kommt er wieder und dann, das hätte ich mega gefunden und so, du weißt ja, wie er. Ich weiß, was du meinst, ja. Und man hätte vielleicht ein bisschen was anderes machen können, ob er dann das Box-Office eingespielt hätte, was sie sich gewünscht hätten, I don't know. Ich weiß es nicht. Das wird uns nie jemand sagen können. Ja, doch, und in der Parallelwelt. Ich muss jetzt gerade mit einer traurigen Nachricht unterbrechen, weil du hast mich ein bisschen gelangweilt, darum habe ich nebenbei mit dem Handy gespielt, weißt du das eh? Und das erste, was ich kriege, ist die Meldung, Warner Brothers streicht den Kinostarttermin von Godzilla vs. Kong und Mortal Kombat. Nein, in Mortal Kombat! Also halt bei uns in Deutschland. Nein. Bei uns in Deutschland stehen die beiden Filme somit wieder ohne Starttermin da und ich denke, dass es dann auch 100%ig übergeht auf ein Streaming-Portal. Weil sie warten am 25. März, war jetzt zum Beispiel Kong vs. Godzilla angelaufen und sie sagen jetzt sogar noch den Kinostart ab, bevor es überhaupt offizielle Lockdown-Verlängerung gibt. Also denke ich mal, werden wir als nächstes die Info kriegen, dass es an Sky oder eben wer auch immer zuerst kommt, übergeben werden. Leider. Naja, du musst ja so denken, ich glaube, da muss eigentlich kein Mensch abwarten. Jetzt seit der Woche haben Friseusen wieder offen. Friseusen. Friesen. Und da gibt's ja auch schon Mords, die umeinander Nörgler, die dann sagen, ja toll, vorn Haare kurz, hinten Pandemie lang. Es ist doch, also bitte, Leid, reißt euch ja mal zusammen, aber genau wegen so einem Scheiß wird es nur ewig dauern. Ja, aber was soll's, aber es war ja abzusehen. Kein Mensch hat doch daran geglaubt, dass vor März die Kinos aufmachen. Also beziehungsweise vor April. Doch. Mein naives Kinderherz hat da schon dran gehofft. Also. Dran gehangen.
Nein, jetzt erst einmal müssen wir erstmal mit den Friesen anfangen, dass wir da uns mal wieder zusammenrichten können, weil sonst war der nächste Podcast von mir gerade noch gewesen, so wie ich mittlerweile ausschaue. Damit das nicht passiert, habe ich mir schon einen Termin gemacht. Nächste Woche bin ich wieder fresh. Und ja, Gott sei Dank. Komm jetzt zu meinem Pro und Contra, dass ich auch mal komme, nachdem ich schon diese trübsinnige Nachricht überbringen habe müssen. Mein Pro über das ganze Monsterverse ist an sich einfach nur die Inszenierung, die ist echt geil gemacht. Da ist fett Kohle einbuttert, schaut geil aus. Mir taugt's über das ganze Ding, taugt's mir voll. Ich brich's jetzt nicht extra oben auf einzelne Filme, weil die eben, wenn man es dann einmal so anschaut, dann wären sie ja theoretisch immer schlechter nach unserem Ranking. Und was ich schlecht finde, ist der Versuch, der hoffentlich nach dem einen Mal bei King of Monsters jetzt halt aufhört, da zu viel Menschengedöns ins Rampenlicht zu stellen. Das brauche ich nicht. Das soll weggehen. Das braucht kein Mensch nicht. Und das brauchen wir im nächsten Teil Godzilla vs. Kong jetzt nicht. Da hören wir auf, Leute. Aber ansonsten bin ich da sehr positiv eingestellt zu dem Monsterverse. Nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ist das eine offizielle Bezeichnung, Monsterverse? Keine Ahnung. Irgendwann habe ich es einmal gelesen. Machen wir auch nicht raus. Irgendwann habe ich es mal. Ja, also, falls es noch nicht offiziell ist, ab sofort ist es offizielles Monsterverse. Yeah. Ja, geil. Und ich hoffe auch, und wie der Corby schon sagt, ich hoffe auch, dass es nach Godzilla vs. Kong weitergeht. Und dass diese ganze Corona-Kack jetzt und Kinostartverschiebung und Streichung und was weiß ich überall, dass das trotzdem alles ausreicht dafür, dass wir weitermachen. Geplant sind ja noch einige, soweit ich weiß, aber mal schauen, was die Zukunft jetzt dann bringt, gell? Und man muss ja auch dazu sagen, auch wenn natürlich Godzilla 2 nicht ganz so glänzt wie die anderen zwei, es ist trotzdem eine Reihe, wo man einfach richtig geile Monster-Action sieht, was man aus anderen Filmen immer vermisst. Richtig. Und sagen wir mal, da wird man auf jeden Fall monstertechnisch mehr als befriedigt. Mehr, aber richtig. Genau, und wir haben ja euch jetzt einmal wieder befriedigt mit einem wunderbaren neuen Podcast und ihr dürft mal wieder alles liken und abonnieren. Sagt uns bitte, wie ihr zu Godzilla steht, welcher Teil hat euch am besten gefallen, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es am Kani in persönlichen Nachrichten, die er dann wieder als Kommentar posten darf. Oder geht's auf Steady, schaut euch unsere neue Folge an oder hört euch unsere neue Folge an über ein geheimes Thema. Kani, sollen wir schon verraten? Nein, ich darf's geheim lassen, damit Leute richtig scharf werden drauf und für teuer Geld dann einkaufen. Ja, aber wir können schon mal verraten, es ist schon schlüpfrig. Ja, es ist sehr sexy. Gut, und wir hoffen ja, dass er in Zukunft mal wieder der Mike sich herablässt und mit unserem Podcast macht. Und Kani, was hoffen wir sonst noch so? Ansonsten hoffen wir auf ein sehr, sehr riesiges Monsterverse. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast des Monsterverse. Lecker, das war echt, kriege ich Gänsehaut.